Ja, die karnevalistische Rede gehört zum Fastelovend wie das Salz in die Suppe. Wir freuen uns jetzt auf eine ganz besondere Type. Ein Mann, der weder sich noch andere allzu ernst nimmt. Und wir können uns jetzt auf eine gehörige Portion Blödsinn freuen. Denn hier ist der Blötschkopf, hier kommt Marc Metzger. Fastelovend zusammen! Ja, das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Und ich kann das beurteilen, ich mache 20 Jahre Karneval in Köln, ich habe schon Säle gesehen, ich kann das wirklich beurteilen, es ist ein sehr netter Saal. Ich habe in großen Sälen gearbeitet, in kleinen Sälen gearbeitet, viele Säle in 20 Jahren Kölner Karneval bearbeitet. Ich habe mir in jedem Saal Mühe gegeben, damit ich die Leute zum Lachen bekomme, in jedem einzelnen Saal. Seit 20 Jahren habe ich mir in jedem einzelnen Saal Mühe gegeben. Und dann kommst du in den Gürtel, dich guckst an Tisch 1 und denkst, was habe ich falsch gemacht in diesen 20 Jahren? Ich krieg sie zum Lachen und wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Da habt ihr mir aber ein paar Nüsse nach vorne geschmissen. Da willst du Eichhörnchen sein. Ich mach mal links weiter, rechts ist verbrannte Erde, da geht nichts mehr. Ah, schön, Sie sind aufgewacht. Sie klatschen immer ein bisschen später als die anderen, aber wenn Sie möchten, machen Sie einfach. Sitzen Sie im Funkloch, blöde Karte gekauft. Ah, jetzt können Sie nicht reagieren, Sie sind voll im Bild. Das ist sehr unangenehm für Sie jetzt gerade, nicht wahr? Was hat Sie das gekostet? Der hält sehr lange auf Sie drauf. Wenn Sie wissen, was eine Sendeminute kostet, ich möchte jetzt mal nicht mitrechnen. Nicht auf mich, ich bin nur Nebensache, ich bin nur Programm. Mich müssen Sie nicht filmen. Das ist ja, einige Leute gucken hier vorne schon wieder so, ach, was will er denn jetzt? Ich bin Programm, ist mit Programm, ist Karneval in Köln. Ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ich bin Programm. Hast du nicht Bescheid gesagt? Hast du doch erklärt am Anfang, ne? Ich bin eine Tanzgruppe, rasten Sie aus. Ja, blöd, bin ich aber nicht. Ich bin Redner seit 20 Jahren. 20 Jahre, die Leute glauben mir das nicht. Vor 20 Jahren habe ich schon Reden gemacht. Markus, du kannst es bestätigen. Ja, wie lange kennen wir uns? 50, 60 Jahre? Ja, bestimmt. Vor 20 Jahren war der Karneval noch anders. Da haben wir noch für Naturalien gearbeitet. Das war nicht so kommerziell wie heute. Früher sind wir noch für Spritgeld gefahren. Musstest du jeden Morgen in München los, dass es sich rechnet abends. Verstehst du? Ne? Sehr interessant. Jetzt wurde hinten gelacht und vorne geguckt. Das ist ein interessanter Saal, Leute. Manchmal stehst du auf der Bühne und denkst, leck mir im Arsch. Hauptsache, ich hab Spaß an der Nummer. Jetzt kommt's von da. Das war das Stück, nicht winken, da landen Flugzeuge, große Halle. Sie sind nicht aus Köln? Ja, wissen Sie noch woher? Ja, 2 Weinen, keine Ahnung, wo wir herkommen, ne? Bei Ihnen alles stabil? Schön. Ich fange gleich mit der Rede an, ich will mich noch am warm machen. Man muss ja immer erst mal gucken, wie die Leute drauf sind. Kannst ja nicht einfach in den Saal gehen und Witze erzählen, das kann man heute nicht mehr machen. Ich mache da 20 Jahre, das war eine andere Zeit früher. Ich merke aber auch, dass ich älter werde, ich merke es wirklich. Ich habe heute Morgen das erste Mal das Autoradio leiser gedreht, damit ich besser gucken kann. Ja, du kennst das. Da wirst du alt, da merkst du es doch. Mir tut doch alles weh, ich gebe das ja zu. Wenn mir was runterfällt, gucke ich hinterher und denke, brauche ich das noch? Ich war letzte Woche das erste Mal angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. So weit sind wir schon. So weit sind wir. Man wird älter, ich gebe es ja zu. Ich werd doch im Kopf so ein bisschen matschig. Ich habe so Pech beim Denken. Meine Frau hat mir letzte Woche ein Speiseeis mitgebracht. Ich habe mich so gefreut. Großer Eisbecher mit essbarem Löffel. Was fress ich zuerst? Der Löffel. Verstehst du? Da ist er kurz vor Einschluss. Den hast du nicht verstanden wahrscheinlich, ne? Da sagt man, Karneval hat kein Geld, aber im Festkomitee 80 Mann für Teretere und dann blasen sie nicht, verstehst du? Habt ihr wieder die rumänische Aushilfskapelle gebucht? Waren die billiger oder was? Was ist denn hier? Ja, die sind noch nicht überzeugt, ob sie euch mögen, merkst du? Haben Sie noch Termine frei?
Die bleiben frei, glaube ich. Herr Präsident, der tuscht nicht. Ja, aber doch nicht so spät. Wir werden noch Freunde heute. Wir machen das seit 4 Wochen. Wir drehen alle am Rad. Der Husten löst sich in der ersten Reihe, ne? Reihe? So weit vorne, wie Sie sitzen, sind Sie wahrscheinlich privat versichert. Da kommt gleich jemand und kümmert sich um Sie. Ja, was? Ich muss ja hier arbeiten. Wie gesagt, rechte Seite verbrannte Erde. Ich mache nur noch hier jetzt. Nee, ist wirklich, ich gebe das zu, 20 Jahre, die haben mir zugesetzt. Das ist nicht mehr wie früher. Und da sagen die Leute, aber riech dich doch nicht auf. Du bist doch Kölner. In Köln fängt einen doch die Familie auf. Ja, ich meine, Familie angucke, müsste ich Helm tragen, verstehst du? Die fangen mich nicht nur nicht auf, die schubsen auch noch die Säue. Lachen nicht, es hat jeder einen im Stammbaum, den er gerne mit der Nagelschere aus dem Stammbaum wieder rausschneiden möchte. Meine Nagelschere ist stumpf, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe Verwandtschaft, die willst du nicht geschenkt. Kannst du haben, willst aber nicht. Die kommen jeden Samstag, nerven, fressen mir die Haare vom Kopf und gehen nicht mehr. Jeden Samstag, seit Jahren, fressen mir die Haare vom Kopf, sitzen auf der Couch und gehen nicht mehr. Die kommen, um zu bleiben. Ich kann die nicht leiden. Die kommen jeden Samstag. Können Sie sich noch an die Pandemie erinnern, als die Polizei kam, wenn zu viel Besuch da war? Warum hat man diesen Service eingestellt? Ich kriege sie nicht weg. Ich nehme das von mir gewesen. Letzten Samstag habe ich sie einmal vom Back gekriegt. Einmal, ganz kurz, habe ich sie rausgekriegt. Da habe ich denen beim Nachtisch erzählt, dass ich das Katzenklo prima im Geschirrspüler sauber kriege. Da sind sie nicht bis Kaffee und Kuchen geblieben. Also nicht alle. Der Oma ist geblieben, aber da kannst du nichts dran machen. Der Oma ist halt da. Die haben eine Weihnachtsverlosung gewonnen. Die bleibt bei uns, machen Weihnachten immer eine Verlosung. Die Oma hat so schlechte Laune, die will keiner haben. Da ist ja Fest der Liebe. Einer muss ja nehmen. Jetzt will sie keiner. Jetzt haben wir immer verlost. In der Christel-Laufens-Verlosung haben wir jetzt der Oma gewonnen. Die sitzt den ganzen Tag zu Hause auf der Couch und zieht so eine Fresse. Das ist nicht zum Aushalten. Der Oma, so eine Fresse. Könnte eine Verwandte von dir sein. Wenn man hier von oben guckt, da ist wirklich... Also von der Geschwindigkeit, wie du reagierst, müsstest du zu dem Tisch gehören, dahin. Jetzt haben wir noch der Oma und der Klaus ist noch da. Kann ich das gerade noch erzählen, bevor ich anfange? Ja. Der Klaus ist noch da. Klaus ist der Neffe von uns. Klaus ist der Neffe von uns, von meiner Frau. Das ist der Neffe, ihr seid Neffe von Frau, mein Neffe von der Frau. Der Klaus, 16 Jahre alt, der Neffe von meiner Frau, der wohnt bei uns. Der Klaus, nettes Mädchen, muss man sagen. Doch, kann man sagen. Doch. Hat er sich so ausgesucht. Seit 16 Jahren ist er bei uns. Der hatte eine schlechte Kindheit, den haben wir früh aufgenommen. Da war der Klaus 1 Jahr alt, da haben seine Eltern das Haus kindersicher gemacht. Und dann kam der nicht mehr rein. Ne? Und dann haben wir den aufgenommen. Warten Sie kurz, die haben es hier vorne nicht verstanden. Nehmen Sie sich die Zeit, ich möchte, dass keiner zurückbleibt. Und seitdem ist er bei uns. Also eigentlich ist er nur bei uns, kann man fast so sagen. Der Klaus ist bei uns, seit 16 Jahren ist der. Meine Frau kocht und der Klaus isst. Meine Frau kocht viel, meine Frau kocht gut. Schmeckt halt nicht, ne? Aber der Klaus isst das. Das war mal so ein Kläuschen. Mittlerweile ist das so ein Klaus geworden, muss man wirklich sagen. Wie soll man das beschreiben? Man darf ja nichts mehr sagen heute. Dick darf es ja nicht sagen. Wenn er umfällt, ist er höher. So könnte man es beschreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, hallo. Ja, was soll man denn von Kindern verlangen in einer Stadt, wo ein Sportmuseum der Eingang hinterm Schokoladenmuseum hat? Versteht ihr? Die werden halt, ja, ist auch so. Links wird geklatscht, rechts ruhen sie sich aus. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht drum kümmere. Ne? Ich bewege ihn ja. Ich lasse ihn alles selber machen. Ich habe ihm auch ein Sportgerät zum Geburtstag geschenkt. Ich sage, hier Klaus, ein Bumerang. Ne? Fand er auch nicht gut. Sagt er, ich habe mir doch eine Frisbee gewünscht. Ich sag, für Frisbee brauchst du Freunde, Klaus. Das kannst du nicht alleine machen. Ja, was, man muss die Kinder so antreiben heutzutage. Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Du musst sie schubsen. Seine Schwester war ganz anderer Kaliber. Seine Schwester musste ich bremsen. Ganz andere Richtung. Muss ich immer sagen, du bist um 10 Uhr zu Hause. Wenn du nicht um 10 Uhr zu Hause bist, ist der Onkel Mark sauer. 10 Uhr, habe ich immer gesagt, bist du zu Hause. Und wenn ich sage 10 Uhr, meine ich 10 Uhr. Nicht 10 nach 10, Viertel nach 10, 20 nach 10. Wenn ich sage, du bist um 10 Uhr zu Hause, bist du um 10 Uhr zu Hause.
Guck meine Frau mich an und sagt, das Kind ist 2, wo soll die hin bis 10 Uhr? Heute ist sie um 10 Uhr zu Hause, nur an der Adresse müssen wir noch arbeiten. Das klappt nicht ganz so. Sie haben noch nicht viel verpasst, ich habe noch nicht angefangen. Ich war gerade noch mit den grundlegenden Dingen beschäftigt. Ich war vom Klaus am Erzählen, dann habe ich ihn auch ermuntert, dass er ein bisschen schmilzt. Ich habe gesagt, Klaus, geh raus, such Freunde, so geht es nicht weiter, beweg dich, geh am Spielplatz. War er 3 Tage weg, als er wiederkam, sagte er, hätte keinen Spielplatz gefunden. Ob das in Köln mit der Beschilderung zusammenhängt? Ich weiß es nicht genau. Ich muss das für die Auswärtigen im Saal kurz erklären. Köln ist ja die perfekteste Stadt in ganz Köln. Aber es gab Menschen, die haben sich gedacht, wir könnten noch perfekter sein, wenn wir politisch korrekte Spielplatzschilder... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten 20 Jahren auch oft nachts wach gelegen, schweißgebadet und gedacht, Mensch, wie schön könnte unsere Stadt erst sein, wenn wir politisch korrekte Spielplatzschilder hätten. Was haben mir politisch korrekte Spielplatzschilder gefehlt in den letzten Jahren? Sag mal, haben wir sie denn eigentlich noch eine? Wer braucht denn diesen Unfug? Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, ich mag es nicht. Ich mag es nicht, dass es immer noch Menschen gibt, die meinen, durch die Verhunzung unserer Sprache die Welt retten zu können. Das macht keinen Sinn. Ich war früher auch am Spielplatz. Ich war gerne am Spielplatz. Wir waren viele Kinder. Wir waren Kinder aller Nationen, aller Religionen, aller Hautfarben. Wir waren behinderte und nicht behinderte Kinder. Und wir haben uns gelinde gesagt einen Scheißdreck drum gekümmert, was auf dem Schild steht. Wir haben friedlich miteinander gespielt. Da geht's doch drum. Das müsste auch für die Erwachsenen noch ein Vorbild sein. Das reg ich mich ja die ganze Zeit auf. Ich nehme das als Zustimmung. Das ist eine sehr späte Zustimmung, aber es ist angekommen. Ich wollte ein Wort noch erklären, bevor ich anfange, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich hatte eben gesagt, der Oma ist seit Christelovend bei uns. Christelovend ist ein kölsches Wort für eine Zeit, wo Weihnachten und Karneval aufeinander klatschen. Das gibt es nur in Köln. Christelovend. Weihnachten und Karneval gleichzeitig ist eine komische Zeit. Die Leute von außerhalb verstehen es meistens nicht. Wenn du in Köln über den Weihnachtsmarkt gehst, läuft Karnevalsmusik. Wir legen Glöckchen drunter, dann merkt's der Chinese nicht. Chinese merkt eh nichts mehr nach 2 Kölsch, aber das ist ja egal. Ich habe ja auch nichts gegen die Chinesen, muss aufpassen, Metzger, nicht, dass Sie es falsch verstehen. Ich mag die Chinesen, sind meine Lieblingstouristen. Freue mich immer, wenn die 5 Reisebusse Chinesen auf den Weihnachtsmarkt kippen, dann laufen die da rum wie die Lemminge. An jedem Bütchen kleben 20 Chinesen. Ich sag mal, guck mal, die bekloppten Chinesen, jetzt kaufen sie das Zeug, was sie vor 2 Wochen zu Hause gebastelt haben. Verstehst du? Da ist er so. Das darf man doch sagen. Doch, das darf man sagen. Man darf das sagen, weil der Chinese lacht mit bei sowas. Der versteht kein Wort und lacht mit, der Chinese. Versteht nichts, lacht mit. Nimm dir mal ein Beispiel am Chinesen. Nee, hier raus, hat keinen Sinn. Ich gehe nochmal hier rüber, hier sind sie wenigstens ruhig. Sie können die Hände auseinandernehmen. Ich bin nicht der Dorfpfarrer, ich erzähle lustige Sachen. Was hat man denen erzählt, als wir die Karte gekriegt haben? Nichts gegen die Chinesen. Ich muss das nur noch mal klarstellen, bevor wir anfangen. Sonst wäre ich rausgeschnitten. Ich habe nichts gegen Chinesen. Ich mag die total gerne. Der Chinese hat halt so eine Mentalität, wenn man über ihn ein Späßlein macht, dann muss er mitlachen, sonst verliert er sein Gesicht und dann darf er nicht mehr raus. Wenn man in Köln sein Gesicht verliert, muss man in der ersten Reihe sitzen. Ne? Ganz andere Geschichte. Ganz andere Geschichte. Ich fange aber jetzt an. Sonst zieht es sich. Halt dich bereit. Nee, ich muss halt nur noch mal sagen, auch zur Ehrenrettung von den Chinesen, die können ja nichts dafür. Weißt du, da kippen sie die am 11.11. in die Stadt, da kommst du ja nicht drauf klar. 11.11. hast Weihnachten, hast Karneval und 11.11. Na, St. Martin. Ja, noch nicht gelacht, aber Wissen kommt aus der ersten Reihe. Haben sie dir gesagt, für eine Vorlesung wahrscheinlich, ne? St. Martin, ne? Für die, die es vergessen haben, St. Martin, der Römer hoch zu Ross, der mit seinem Schwert einen Bettler zerteilt hat. So ähnlich.
Doch, also auf den Bettler zerteilt, doch, so war's doch. Und dann ist er weggelaufen, weil er sich geschämt hat, weil er den Bettler ja eigentlich gar nicht treffen wollte, sondern nur der Mantel hat, aber den Bettler getroffen, ist er abgehauen. Hat er sich versteckt, haben alle gesucht. Alle haben St. Martin gesucht, überall haben sie geguckt, wo ist St. Martin? Keiner hat ihn gefunden, hat sich gut versteckt. Und da, wo er sich versteckt hat, waren Gänse, viele Gänse. Da waren Gänse und die hatten gesehen, wo er sich versteckt hat und dann konnten die nicht an sich halten und dann haben die Gänse den verpetzt und deswegen fressen wir heute die Gänse. Das ist doch die Geschichte, die da zugrunde liegt. Dann möchte ich aber ein... Oh. Ja, jetzt hast du es am Back. Mach Pause. Aber das ist schön, dass hier die Grundlagen noch stimmen. St. Martin hat es ja wirklich gegeben. Das wollte ich damit ja nur ausdrücken. St. Martin hat es gegeben. Wir gehen in Köln, Laterne, zu Ehren des heiligen Martin. Lichterfest ist im Phantasialand. Wir gehen Laterne zu Ehren des heiligen Martin. Wir sind im heiligen Köln. Das weiß ja kaum noch einer. St. Martin hat es gegeben, St. Nikolaus hat es gegeben, alles andere ist evangelischer Firlefanz, da machen wir nicht mit in Köln. Oh. Meinst du, weil 2 Protestanten protestieren, lasse ich der Satz raus jetzt? Beschweren sich bei ihrem Vereinsgründer, Martin Luther. Martin Luther, der Erfinder von katholisch ohne Fett. Ist evangelisch. Kennen wir in Köln kaum. Ist aber eigentlich gar nicht so verkehrt, dass evangelisch, komm, im Grunde genommen ist evangelisch genau wie katholisch, nur die Kinder dürfen mit im Pfarrhaus wohnen. Ja. Das ist eine ökumenische Veranstaltung, glaube ich. War ja auch nur ein Späßlein. Mir geht es einfach nur darum, wir sind im heiligen Köln. Karneval hat ganz viele Wurzeln, die in der Kirche zu finden sind. Und die meisten Leute wissen nicht mehr Bescheid. St. Martin gab's, St. Nikolaus gab und ich meine St. Nikolaus. Und ich meine nicht Santa Claus, diesen amerikanischen Aufgeblasenen mit dem Coca-Cola-Mäntelchen. Das meine ich nicht. Das, ja, ist doch wahr, wir haben St. Nikolaus. Mein Nachbar ist so ein Typ, mein Nachbar findet das toll, diesen amerikanischen Unfug. Mein Nachbar, der Paul. Paul hat immer Santa Claus kommen lassen. Paul, mein Nachbar, der Paul. Musst du nicht kennen, kann keiner leiden bei uns, der Paul. So ein ganz fieser, so ein Korinthenzähler. Ganz korrekter Typ, der holt im Winter auch den Rasen rein, so einer ist das. Der hat Solarzellen auf der Schattenseite für Kaltwasser, so einer ist der Paul. Der versteckt Ostern keine Eier, lässt die Kinder trotzdem suchen, so ein Arschloch ist er. Brauchen wir ja aber auch nicht. Ne? Wir haben ja unsere eigenen, wir haben doch so schöne Bräuche. Das ist doch so, müssen wir doch einfach dran festhalten. Ich habe eben von der Martinsgans geredet, da ist sie wieder eingeschlafen, das Mädchen mit dem Häubchen auf dem Kopf. Hast ja auch schon ein Nachthäubchen an, dann kannst du ruhig ab und zu einnicken. Chantal, gib dem Onkel das Handy. Fein. Jetzt kannst du die restlichen 10 Minuten noch genießen, ganz in neuer Freiheit. Ich gebe dem Onkel das, so. Jetzt hab ich sie, Gott sei Dank. Lach nicht, ich komme auch an Ihren Tisch. Weißt du, ich wollte nur, dass du das noch mitkriegst, bevor ich anfange, dass du den Einstieg nicht verpasst. Ich mache gleich ein Foto mit deinem Handy von mir, im Auto. Nee, das habe ich noch nicht. Ich sammle ja schon seit ein paar Wochen, aber das habe ich noch nicht. Ich wollte ja nur, dass wir diese Bräuche auch noch zu schätzen wissen. Weißt du, ich habe doch eben von der Martinsgans erzählt. Hast du da nicht diesen Geruch in der Nase, wie man St. Martin früher die Gans, wie man diese Gans in den Ofen, wenn die Tür aufgeht, wo die Gans, wenn man die Tür aufmacht, wo die Gans, mir läuft ja heute noch der Sabber, wenn ich dran denke, wie wir die Tür, wenn die Gans in dem Ofen, der Geruch, läuft mir der Speichel ins Kinneraff, wenn ich daran denke, Frage an die Veganer im Saal, geht euch das beim Rasenmähen auch so? Entschuldigung. Was denn? Kann man doch mal machen. Ich heiße Metzger, ich kann mich doch nicht belügen. Die Leute denken immer nur, weil ich Metzger heiße, hätte ich Ahnung. Der ist versehen. Ich heiße nur so. Gerade im Foyer stand auch eine neben mir, nettere ältere Dame. Ich sehe sie gerade nicht, sonst würde ich sie ansprechen.
So vom Charakter her, kurze, grau geraspelte Haare, 3 Nachnamen, 2 Bindestriche. Ist beim Luther im Verein wahrscheinlich. Und die sagte zu mir, Herr Metzger, mein Kind isst kein Fleisch, wie kann ich es ersetzen? Ich sag, mit einem Hund. Hunde essen gerne Fleisch. Versuchen Sie es mal. Ja, was meinen die denn? Ist doch... Oh je. Es ist doch... mir ist es schon wieder passiert, hast du es gemerkt? Ich stroff gerade die Uhr und muss feststellen, das ist ein Problem von mir, tut mir wirklich leid. Es ist bei Büttenrednern so, wir werden 10 Monate in den Schrank gestellt, da braucht uns keiner. Und auf einmal lassen sie einen raus, da verquatschst du dich mit der ersten Reihe und dann willst du die Rede anfangen, ist die Zeit rum. Das tut mir jetzt sehr leid. Ich hätte wirklich gerne eine Rede. Kommen wir nächstes Jahr? Vielleicht komme ich ja noch. Sie nehmen es ja sehr gefasst auf, das freut mich. Sie nehmen es sehr großzügig auf. Ich hatte schon Säle, das passiert mir ständig, da wurde sich beschwert, da wurde aus der ersten Reihe dann gerufen, was? Ne? Ich nehme an, da war Alkohol im Spiel, ich weiß es nicht. Was hat er denn, der Karierte? Was hat er denn jetzt da gemacht? 25 Minuten rumgehüpft, viel geredet, nichts gesagt. Er ist doch der Narr. Er muss uns doch den Spiegel vorhalten. Und dann habe ich gesagt, habe ich ja. Also ich habe euch schon 25 Minuten den Spiegel vorgehalten und diejenigen von Ihnen, die reingeguckt haben, werden in fröhliche, wenn nicht sogar lachende Gesichter geschaut haben. Und das in einer Zeit, wo uns die Tagesthemen doch eigentlich den Humor rauben. Da war es ja gar nicht so verkehrt. Das ist halt jetzt blöd. Ach, wissen Sie was? Ich habe mich vor 40 Jahren dazu entschieden, ein Clown zu sein. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, es wird immer schwerer in den letzten Jahren. Man darf nicht mehr sagen, was man will. Man darf eigentlich auch nicht mehr anziehen, was man will. Und wenn ich morgens in die Zeitung gucke, frage ich mich auch, ist heute der richtige Zeitpunkt, loszufahren, Konfetti zu schmeißen und Blödsinn zu machen. Aber ich halte es seit 40 Jahren mit Charlie Chaplin, der mal gesagt hat, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Ihr Tag nicht ganz verloren war, und wenn ich weiterhin davon ausgehe, dass eure Welt in den nächsten Tagen durch meinen Blödsinn ein kleines bisschen leiser wird, dann traue ich mich auch hier die Frage zu stellen, wann, wenn nicht jetzt, hier und heute, war der richtige Zeitpunkt, ein Clown für euch zu sein. Macht euch schon schön Sitzung, schöne Faste leer, macht Idiot und seid nett zueinander. Tschüss zusammen!